Vielmals merci, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wir sollen Herr Staatsminister vielmals merci für seine Erklärung von gestern. Am Großen und Ganzen fühlt der sich durch die aktuelle Position von der Regierung konfirmiert. Der hat sich nie gegen die Impfung, aber immer für die Freiwilligkeit von der Impfung ausgeschwert. Als Land, wo immer die für die Grundrechte von den Leuten zu schützen, eine künstliche Übermoralisierung von der Debatte zu kritisieren, Notwendigkeit und Proportionalität von allen Maßnahmen zu prüfen. Das schenkt schon einmal Blick, wenigstens teilweise auch die Meinung von der Regierung zu sehen, und aber gilt es aufzupassen. Die Regierung weist heute, wie sehr sie ihre Meinung kann ändern. Sie hat ja bislang eine diametral andere Meinung vertreten. Wir noch heute Vertreter, wo 4 Parteien hören, die ganz eloquent durchgestaltet haben, wie sie ihre Meinung kann ändern. Schon die Kollegen hier reden, Mattwurst, die sie heute für ein paar Monate gehalten haben, aber wenn einer soll daran interessiert sind, dann lesen ich Ihnen das ganz gerne vor. Die Prozedur, die uns proposiert wird, ist nicht koscher. Was heißt konkret ein informellen Depot von einem Impfgesetz? Das Projet de loi kann auf diese Manier schon extrem weit vorbereitet gehen, soi-disant informell, bald so weit, dass er kann an Plenär kommen. Der Herr Staatsminister hat gesagt, ein Exposé des Motifs, der fehlt, mit dem er 5 Minuten geschrieben. Aber wenn die Majorität will, wird so ein Projekt an ein paar Tage durchgeboxt. Eng eierlich und transparent Politik gesagt ernst aus. Wir wissen nicht, was die Intentionen von der Regierung sind, sondern wie einen konkreten Umstand als einem informellen Projekt ein formelles Projekt gibt. Wir wären da interessiert an transparenten und objektiven Kriterien. Wie zu sagen, dann und dann sind Konditionen erfüllt, da wissen die Leute draußen auch, können zu einer Impfpflicht oder können nicht zu einer Impfpflicht. Das ist am Blick ein bisschen nebulös. Und es gibt viele Sachen, die uns an der Argumentation von der Regierung steuern. Zunächst einmal die Alterskategorie über 50 Jahre als arbiträr, also als wenig argumentiert. Bislang rekommandiert Lützeburg einen zweiten Booster für Personen über 70, die Europäische Union für über 60 Jahre, an anderen Ländern haben eine Altersgrenzen. All die Altersgrenzen sind wenig motiviert und wenig differenziert. Aber was für uns besonders wichtig ist, die Leute über 50 Jahre sind volljährig. Aber die können ganz gut für sich selber dezidieren. Wir hören heute, Experten sollen das gucken, Politiker sollen das gucken. Das ist eine Infantilisierung von den Leuten über 50 Jahre. Die wissen ganz gut für sich selber, ob sie sich impfen lassen oder nicht. Das teilen also ein bisschen, wenn ich höflich sein, die Weg von einer Altersdiskriminierung, aber wenn ich ein bisschen mehr höflich sein, sonst das eine Frechheit, wie die Leute über 50 Jahre, die wollen einfach von Urberuf zu etwas zu zwingen, was sie eventuell für sich nicht wollen. Und dann noch so, die muss ich alle paar Monate nach einer Booster spritzen lassen. Aber wie sie mir, wie wir die Kategorie, wo Leute so wollen, zu verfügen. Wir hören noch DAX, wo viele Parteien heute Slogan My Body, My Choice. Wir noch für kurzem hören, an einem Kontext, wo nicht appropriiert ist, weil dort Leben von einer dritten Person noch vorgestellt wird. Wir haben es appropriiert, My Body, My Choice. Aber dann gibt es Leute doch das Recht, und hier Recht auf körperliche Integrität, für sich nicht einem anderen müssen sie nervieren, noch für sich selber können sie dezidieren, was richtig ist. Die Erfahrungen aus den anderen Ländern sind eindeutig. Da, wo probiert gouf, eine Impfpflicht anzuführen, als sie entweder nicht funktioniert oder sie aus ihrem zurückzugehen. Wir hatten ein paar Länder hören, jedoch nach anderen Beispielen, aber sie haben näheren Succès. Also auch wenn sie hier angefeiert wird, gibt nach nuanciert zwischen Impfzwang und Impfpflicht, weil das Leute wirklich bei dem Doktor schläfen. Weil das da überhaupt eine absurde Diskussion. Natürlich kann es mir gesehen, dass die Impfpflicht auf viele Länder nicht funktioniert und wir überhaupt schon einen Impfzwang nach zu fabulieren, das geht schon wirklich schon ganz weit. Es gibt keinen Impfstoff am Blick, den neuen und zukünftigen, die noch nicht kennen, Covid-Varianten angepasst wäre. Wir haben noch Medikamente, wir haben neue Behandlungsmethoden. Das ist doch vom Medizinischen. Hier präsentiert sich die Situation heute ähnlich wie früher. Aber wir müssen gucken, ein Impfstoff als sich etwas, was soll für eine Infektion schützen. Die Impfstoffe, die wir bislang haben, schützen nicht für eine Infektion, sie schützen vielleicht für einen schweren Krankheitsverlauf. Das ist aber etwas ernst. Wir müssen uns immer froh, wenn so einen Impfstoff dann hat, den sich nicht die Infektion präveniert, aber kann Nebenwirkungen provozieren, wo die Langzeitwirkungen vorgestellt ist, die hexen sie paar Monate, sonst sprechen ja nicht all die Boosterinnen, müssen sich aber vorstellen, ob das proportioniert ist. Wir haben an unserer Gesellschaft
all vernünftig Kriterien wie eng Herdenimmunität erfüllt, erreicht, überschrott sogar zum Deel, auch bei denen über 50-Jährigen, da sind 86% von den Leuten geimpft. Das ist eng Herdenimmunität. Es gibt Probleme. Ich meine, wir hatten heute diskutiert über das Bremer Modell. Es gibt einfach Kategorien, wo Leute mich schwer unzuschwätzen sind. Gut, da kann ich erfahren, mehr für zu informieren, aber nicht wie irgendwie einen Zwang auszuüben. Wir haben eine Regierung an noch an den Reden, die bislo gehalten goen, als einmänglisch kein op dem Nebenwirkungen ergangen. Mit dat das ein reelles Problem. Wenn der mat vielen Doktoren schwätzt, so dat sie die Problematik von den Impfnebenwirkungen an ihrer Praxis als ein reelles Problem gesinn. Aber wir müssen noch den Leid, und sind da ganz viele diese Sturmsurge machen, einfach das Gefühl gehen, dass man das hören, es muss Prozeduren gehen, nicht bürokratische Prozeduren. Doktoren müssen nicht bestraft gehen, wenn sie etwas signalieren, aber sie brauchen da an ihrer Nomenklatur Posten. Es muss eigentlich einfach sehen, auch von bürokratischen Opfern hier einfach für Impfnebenwirkungen zu signalieren, wie man da mehr Transparenz, mehr Offenheit, mehr Ehrlichkeit tun. Denn das Argument von der sektorieller Impfpflicht, das ist am Pflichtsektor, also auch da, wenn es zu Summe gebracht, weil die Experten haut dazu, was der nach immer gesagt hat, Impfung als selber Schutz, nicht Fremdschutz. Ja, liest Eisrede nur. Wir sind kein Wendehalspolitiker wie verschiedene andere hier im Haus. Impfung als selber Schutz, nicht Fremdschutz. Auch geimpfte Personen können den Virus gehen. Und das ist auch ein Argument, weil die muss gucken, einfach wo es darum geht, ob Leute sollen ablehnen oder nicht ablehnen, ob sie selber geimpft sind oder nicht, möchte sich keinen Unterschied. Das Argument von der Überbelastung von den Kliniken, was ihr auch heute im hören hört, das will man auch nach einem Kern den Kontext setzen. Ich erinnere an eine Proposition de loi von meinem Kollegchef England, den ihr darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Klinikbetten fehlt. Lo für kurzem am Tageblatt vom 5. Juli, wo ein Artikel über die Karte sanitär, ich will just einen Satz daraus lesen. Somit stehen in Luxemburg pro 1000 Einwohner 3,2 Betten zur Verfügung. In Deutschland liegt die Ratio bei 6, in Belgien bei 5, bei uns 3,2. Und da wird das erzählt von der Überbelastung der Kliniken. Wir haben die Konsequenz von einer LSAP-Gesundheitspolitik, die wir Jahrzehnten nicht kapabel wären, für als Kliniken auf das Niveau zu bringen, dadurch sich ein Problem von Überbelastung nicht präsentieren kann. Das ist einfach Versuch in der Politik. Und wir wollen nicht, dass Bürger Herr Notrecht sozialistischer ideologischer Gesundheitspolitik. Es gibt neue Gefahren, auf die man muss aufpassen, auch auf internationalem Niveau. Und das will ich da nennen. Die Krise, wie auch andere, die Covid-Krise, wie auch andere, feiert verschiedene internationale Organisationen, auch die Europäische Union, dazu, zu probieren, mehr Kompetenzen auf sich zu ziehen. Das ist dann die Europäische Gesundheitsunion. Wir erinnern uns, die EU hat sich keine Kompetenz an dem Bereich, ganz wenig, ein bisschen Koordination, und soll so bleiben. Wir meinen, dass Gesundheitspolitik prinzipiell muss national bleiben, dass den aber natürlich kann verschiedene Sachen, da wo es nötig und sinnvoll ist, auch zusammen machen. Aber wir wollen keine prinzipielle Kompetenzverlagerung und andere, auch nicht und WHO, auch nicht und die EU. Wir hätten gerne, dass der Pass sanitär als Rechtsdokument nicht aufgeschafft wird. Wir hatten heute vor kurzem darüber geschwärzt. Wir hatten den angefordert für die Covid-Krise. Wir wollen neben dem Pass und der Karte Identität kein gesundheitsbezogenen, dauerhaft Rechtsdokumente aufhören. Das haben wir für die Covid-Krise, aber wir wollen dieses System nicht losgehen. Wir warnen für liberticiden Tendenzen, auch an der Europäischen Union. Am 27. April hat die Kommission eine Publikation gemacht, wo dran steht, sie gingen konsequent gegen Fehl- und Desinformation zu Impfstoffen. Ja, was heißt das konkret? Wenn ihr die Impfstoffe kritisiert, oder es geht schon ganz viele Leute, auch Doktoren, Experten, die da international reputiert Leute, die da hier Zweifel haben, als das da eine Fehlinformation, eine Falschinformation, die muss durch Gesetz reprimiert gehen. Alt ist ein kennen wir heute Schema von der liberticide Approche, die an unserer Gesellschaft leider immer mehr sich greift. Von dem, was daheim an den letzten Jahren geschieht ist. Und ich will just ein paar Sachen nennen, auch wie die Leute den Unterschied machen zwischen Impfdruck, Impfzwang, Impfpflicht und so weiter. Was wurde den 2G auf der Arbeitsplatz dann ernst wie eine Impfpflicht, ein Impfzwang für sozial schwache Leute? Es wurde auch nicht ernst, wenn du musst bezahlen, wie der verschaffen zu gehen.
Das wurde auch Impfzwang. Und wir hätten gerne mal all diese Sachen abgeschafft, gehen, das mal geguckt, auch die Repression, das Konfinement von einer Demonstration, wo keine rechtliche Basis am Polizegesetz dafür da war. Wir wollen, dass mal geguckt wird, da wäre mit der Liberté de Commerce. Also ist da normal, dass die kleinen Geschäfte müssen zumachen und die Großen sollen abhalten oder müssen ablosen oder dürfen ablosen. Wie absurd für den Couvre-feu, wenn in der 1 Kilometer mit dem Hund spazieren gehen. Wie wurde mit der Effekazität von den Maßnahmen auch an den Kliniken, wo wird eine medizinische Schuld, darüber wird auch nie geschwärzt, von Operationen müssen aufgesucht gehen, normale Untersuchungen müssen aufgesucht gehen. Und da ganz gewisser immer belöscht wäre, weil natürlich auf der anderen Seite aber eine Covid-Problematik bestanden wird. Man muss eine Bilanz machen. Auch an der medizinischen Approche an einer Pandemie, der die nicht auf der einen Seite ganz viel Schuld möchte, auf der anderen Seite ein Plus-Value zu kreieren. Das muss ihn auffeiern. Genauso wie der Lockdown muss überprüft gehen. Nicht für Leute Fehlverhalten vorzuhalten, aber wie man Fehler nicht nach einer der Zukunft wiederholen. Ich meine, wir müssen lernen aus dem, was geschieht ist. An einem neutralen Audit ist nötig, an anderen Ländern ist das schon gemerkt gehen oder das wird gemerkt und das soll gemerkt gehen. Das soll gemerkt gehen. Ja, wir gucken das, Herr Staatsminister. Auf jeden Fall, dass eine Förderung der ADR, wenn darauf angeht, der Fremer ist. Auch für Zukunft hätte mir gerne eine resiliente Gesellschaft. Wir hätten eine resiliente Gesellschaft, wir hätten schon ein paar Mal gesagt, Emotionen haben abgerutscht, die allerdings verworfen wurden, dass wir gerne Reserven hätten, auch strategische Reserven. An die aktuelle Krise an der Ukraine weiß das ja, wie nötig das zum Beispiel am Energiebereich, aber nicht nur da. Wir hätten gerne Pandemiegesetz, wir hätten gerne ehrliche Statistiken, und das zum Beispiel auch an der Radio noch die Dramatisierung von all der Statistiken gesucht gehen, von all der Statistiken gesucht gehen, wo ihr nicht rausfindet, sind die Leute matt oder Covid gestorben, der großen Unterschied aus. Auch da muss ich mal ein bisschen aufrichten. Wir hätten gerne natürlich, dass Leute weiter informiert gehen über die Covid, über Prävention, alles was nötig ist, aber als Ziel ist es, eine Politik zu machen, ohne Angst, ohne Druck, und vom gegenseitigen Respekt an der Gesellschaft, zu Geimpften und Nicht-Geimpften, dass die Feindbilder, die hier abgebaut wurden an den letzten Jahren, aufgeschärft gehen und dass wir zu einem friedlichen Madeneen und toleranten Madeneen fahren. So nicht mehr.